Meisinger Junior, Sie haben gerufen. Sag mal, Josef, hat mein Onkel immer noch nicht nach mir verlangt? Nein, noch nicht. Er lässt ausrichten. Es dauert noch ein bisschen. Ja. Wie lange bin ich denn schon da, Josef? Sie sind jetzt 8 Tage bei uns da. Noch nicht länger? Nein, noch nicht länger. Es hat geleuchtet. Nein, es hat gekommen. So, hereinspaziert, Ihr Freund. Ja, Rudi. Erik, ist aber nett, dass du mich besuchst. Wo kommst denn du her? Ja, direkt aus München. Aha. Ich habe ein bisschen mit eurer Zofe, der Lisa, telefoniert. Ja, und die hat mir gesagt, dass dich dein Onkel daher beordert hat. Und sie hat gemeint, ich soll mich ein bisschen um dich kümmern. So. Was ist denn los? Tja, ist alles nicht so einfach, Erich. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, was mich hier erwartet, wäre ich gar nicht hergefahren. Wieso? Was erwartet dich denn? Du, ich soll die Brauerei übernehmen. Mein Onkel ist müde worden und möchte sofort übergeben. Jetzt macht er gerade die Verträge fertig und dann soll ich immer da bleiben mit dem Kaff. Ja, aber Moment einmal. Hast du nicht einmal gesagt, dass du eigentlich nur der Neffe von der verstorbenen Frau von deinem Onkel bist? Ja, das stimmt. Bin aber auch der letzte männliche Spross der Familie Meisinger. Da schau her. Drum auch die Erbschaft mit der Brauerei, klar? Du in der Brauerei, hä? Sackrudi. Naja, wenigstens geht uns Bier nicht aus. Du denkst nur ans Saufen, gell? Und? Hast schon ja gesagt? Mir wird schon nichts anderes übrig bleiben. Und was glaubst du, wem habe ich das zu verdanken? Meiner lieben Tante Adelgunde. Oh, ist das nicht diese Seidentücherfabrikantin? Genau die. Die hat nämlich Angst, das Meisinger Geschlecht könnte aussterben. Jetzt hat immer versucht, meinen Onkel wieder zu verheiraten. Der hat nicht wollen. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich sag dir was, mit ihrer Fabrik hat die einen Haufen Geld verdient. Und es kriegt alles mal ihre Nichte, die Else. Ach so, und diese Else, die sollst du noch heiraten? Na, bevor ich die heirate, nehme ich lieber unsere Zofe, die Lisa. Du geh, du lässt für deine Finger weg. So? Die gehört mir. Sie ist zwar nicht die Allergescheiteste, aber sie Aber hat zu so... dir passt sie gut, ich Herr weiß. Meisinger, am Ja? Telefon werden Sie verlangt eine Frauenstimme. Also bin ich aber neugierig. Lisa, gell? Danke, Josef. Bitte schön, bitte schön. Was? Eine Frauenstimme? Eine Frauenstimme, ja. Das muss ich vielleicht wissen, was das für ein Haus Ja, ist. na bitte, von mir aus, bitte. Dann horchen Sie halt mit. Josef, Ja, hast du meinen Neffen wo gesehen? der ist gerade ans Telefon gerufen worden. Aha, Ja. bestimmt wieder ein Frauenzimmer. Das, der Stimme nach stimmt's, ja. Ja. Gut. Herr Meisinger, Sie wollen also jetzt abhauen. Das heißt, Sie wollen jetzt verreisen, ja? Um 6 geht mir zu. 6 ist immer gut, ja. Woher weißt du das? Na, ich war auch mal jung. Ja, ich fahre um 6. Die Angelegenheit mit meinem Neffen ist soweit erledigt. So. Also steht doch meiner Abreise überhaupt nichts Ja, mehr ja. im Weg. Und wissen Sie vielleicht schon, wo Sie eventuell Ihr Domizil aufschlagen wollen? Nein, das weiß ich noch Nein? nicht. Da, was mir am besten gefällt, da bleibe ich. Da fahre ich auch immer hin, da ist es am schönsten. Ja, schön. Ja, ja. Ja, dann habe ich ja gut gewählt. Genau. Außerdem habe ich ja das nicht mehr alleine zu bestimmen. So? Ich spricht dir jetzt noch jemand mit. Ja, ja. Ja, meine Tochter, die ich jetzt endlich kennenlerne. Was heißt endlich? Wollen Sie damit sagen, Sie kennen Ihre Tochter noch gar nicht? Ja, so ungefähr, ja. Ja? Ja Gott, ich war mit der Mutter von meiner Tochter nicht verheiratet. Aha, da schau her. Ja, und wie sie dann gestorben ist, Ja. dann habe ich das Kind eben adoptiert. Und ja, wie sie klein war, war es noch bei ihrer Mutter, später dann im Internat und da hole ich sie jetzt raus. Na, da wird sie sich aber freuen. Die hängt doch mit einer abgöttischen Liebe an Ihnen. Ja. Woher weißt du das? Ja, aus den Briefen, die sie mir geschrieben hatte. Sag einmal, liest du meine Briefe? Na, eigentlich nur die mich interessieren. Ach so, ja, dann geht's ja Ja, noch. freilich, ja. Also gut. Wenn du sowieso schon alles weißt, dann weißt du auch, dass ich das Kind damals nicht zu mir nehmen können habe. Ja. Ja, der Skandal. Meine Schwester, du kennst das ja. Ja. Heute tut es mir natürlich leid, dass ich mich so wenig um sie bekümmert habe. Aber das hole ich jetzt alles nach. So, da wird sie sich freuen, ja. Ja, du, aber mein Neffe braucht von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts wissen. Herr Meisinger, Diskretion ist Ehrensache. Ja? Ehrlich?
Jawohl. Dann kannst du auch meine Briefe weiterlesen. Na, das ist fein, danke. Ja. Ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen mit meiner Tochter. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich darauf freue. Ja, da freue ich mich für Sie mit. Das ist schön. Ne? Ja, bitte. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, Ihr Koffer ist gepackt. Danke. Bitte, Herr Meisinger. Ja. Ich muss Ihnen dazu aber noch eine Frage stellen. Ja, Frage. Also, ich packte also diesen Koffer. Habe ihn gepackt und gepackt und gepackt. Und plötzlich packte ich so ganz aus Versehen dieses Packerl, das da drin ist. Und dann packte dich die Neugierde. Ja, nein, niemals. Aber wissen schon, ich habe das halt etwas energisch angepackt, dieses Packerl, und plötzlich ist es aufgerissen gewesen. So ganz aus Versehen. Wie mir sowas passieren kann, gell? Ja. Für was brauchen Sie die Damenunterwäsche, die da drin ist? Hä? Also Lisa, das geht doch dich nichts an. Natürlich, muss doch wissen, was da im Haus vor sich geht. Das wird ein Geschenk. Ein Geschenk, Ja. Gott sei Dank. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, gell, wie Sie Ihren Trumbauch... Bitte? Ich meinte natürlich, wie Sie Ihren überhöhten Magen in dieses kleine Damenhosen bringen wollen. Der Magen gehört ja nicht in den Hosen, oder? Na, Onkel, Ha? ist schon alles fertig? Jawohl. Ha? Und einen Trost hast du auch schon mitgebracht, ja? Grüß Gott, Herr Meisinger. Also demnach ist mein Todesurteil schon unterschrieben. Ist es. Und jetzt kommst du dran. Gut. Du kommst jetzt mit mir ins Büro und dann unterschreibst. Dann tust du meine Koffer ins Auto und fährst mich am Bahnhof runter. Jawohl. Und ich verschwinde gleich hinter übers Büro. Also macht's es gut. Gute gell? Reise, Herr Meisinger. Ja gut, Herr Meisinger, Ja. gute Fahrt wünsche ich. Gut. So. Ja, na packt das auch wieder, oder? Ja. Wir sehen uns später, gell? Bussi, Lisa. Also dann. Servus. Servus. Bussi, Lisa. Der hat einen Geschmack auf den Teil. Na. Du bist ja bloß neidig, weil du von mir kein Bussi kriegst. Na, wirklich. Ja. Muss ich nicht haben. Ich bringe jetzt meinen Onkel schnell zum Bahnhof Ja. und Lisa, sei so gut, richt das Gästezimmer her. Warum? Wir kriegen Damenbesuch. Und Josef, wir brauchen noch ein Abendbrot, gell? Abendbrot. Trockenbrot macht Wangenrot, doch Schinkenbröter machen sie noch röter. Sehr gut, Josef. Ja. Hast du das gehört? Ein Tag ist er Brauereibesitzer und schon Damenbesuch. Es ist nicht so. Zugedrückt. Steh nicht da rum, rühr dich aus, richte das Fremdenzimmer her, hopp. Was heißt da hopp? Ich habe ja schließlich und endlich meine Füße nicht in der Lotterie gewonnen, Was? gell? Außerdem beruhig dich, bin ja schon unterwegs. Ja. Personalschindler. Immer das letzte Wort, das haben die Weiber. Ja, das ist ja seltsam. Das ganze Haus ist auf und kein Mensch ist da. Aber das ist eine gute Gelegenheit, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken kann, dass Sie so ein hilfloses Fräulein sicher nach Hause gebracht haben. Okay, das war mir Vergnügen. Ich glaube, ich bin Ihnen jetzt eine Rechenschaft schuldig. Ach, das passiert gar nicht. Ja, sind Sie denn gar nicht neugierig, wenn Sie da als Gast in Ihrem Auto mitgenommen haben? Na, wenn Sie Vertrauen zu mir haben, dann können Sie es mir ja sagen. Ja, also ich heiße Rita Meisinger und bin die Tochter des Brauereibesitzers Meisinger. Und hier befinden wir uns in seinem Haus. Außerdem muss ich Ihnen noch sagen, dass ich auf der Flucht bin. Auf der Flucht? Ja, das trifft sich ja prima. Ich bin doch auch auf der Flucht. Was, Sie auch? Ja? Ja, dann sind wir ja zwei Flüchtlinge. Ja, genau. Wie Naja, ich habe mit meinem Vater eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt. Er meinte, ich kann bloß das Geld ausgeben und ich wollte ihm beweisen, dass ich auch welches verdienen kann. Ja, wir haben zu Hause eine größere Seidenfabrik und ich wollte hier in München einen größeren Auftrag einholen. Mein Vater hat mich nicht fahren lassen und bin ich abgehauen. Na, das ist ja einfach prima. Ich hab's gerade so gemacht. Allerdings ist es bei mir ein bisschen dramatischer. Ja, ich war bis jetzt in einem Pensionat und da schrieb mein Vater, dass er mich in einigen Wochen abholen würde. Naja, das habe ich dann nicht ausgehalten und da bin ich einfach getürmt. Dann weiß Ihr Vater gar nicht, dass Sie kommen. Nein, nix weiß er. Ich wollte ihn überraschen. Hoffentlich ist er mir nicht recht böse. Außerdem kenne ich ihn ja noch gar nicht. Wie bitte?
Ja, als Kind kam ich schon in ein Internat und dann in das Pensionat. Und da war ich jetzt, bis zu meiner Flucht. Ja, aber dann haben Sie Ihren Vater noch nie gesehen. Nein, noch nie. Das ist ja toll. Hat so eine hübsche Tochter und kümmert sich nicht um Sie. Oh, das dürfen Sie nicht sagen. Mein Vater ist der liebste und beste Mensch auf der ganzen Welt. Sie sollten mal seine Briefe lesen. Ja, und trotzdem, er hat Sie nie besucht. Naja, das ging ja nicht. Wissen Sie, er war viel auf Reisen, viel im Ausland. Und dann die Brauerei. Mei, es war heute einfach nicht möglich. Ja, und das glauben Sie. Also über meinen Vater lasse ich fein nichts kommen, gell? Da werde ich fein böse. Um Gottes Willen, ja, das will ich nicht. Naja, ich bin ja selber schuld. Ich hätte Ihnen das alles schon viel früher erzählen sollen. Das ist bei mir immer dasselbe. Immer wenn ich ein bisschen glücklich bin, kommt mir was dazwischen. Sie waren glücklich? Ja, sehr sogar. Ich meine, die Fahrt war so schön. Man kennt sie nicht, trifft sich irgendwo, fragt nicht lang, steigt einfach ein, fahrt los. Ja, ist das nicht schön? Doch, sehr schön sogar. Ja, dann ist meine Mission jetzt beendet. Ich darf mich verabschieden. Außerdem, ich muss mir noch ein Zimmer suchen. Ja, das kommt ja gar nicht in Frage. Ja, meinen Vater müssen schon noch kennenlernen. Ja? Außerdem wird es hier im Haus bestimmt Gästezimmer geben. Ja, da können Sie doch bei uns kommen den übernachten. zwei da rein. Es wird die Dame sein, die erwartet. Häppler! Ja. Ja, da, schau her! Wo sollen wir denn hinschauen? Schau, das ist der alte Diener, der Josef. Das ist der alte Diener, ha? Sag nicht so blöd. Mein Vater, der hat mir viel von ihm geschrieben. Ja, und das muss die Zofe Lisa sein. Ja. Die Nette. Im Oberstübchen ein bisschen zurückgeblieben. Sagen Sie mal, kennen Sie mich? Nein, ich hatte noch nicht die Ehre. Nein, und mir sind Sie auch vollkommen unbekannt. Ja. Ja, das ist ja prima, dann wird mein Vater nichts erfahren. Der Herr Meisinger ist doch da. Ja, der wird jeden Moment kommen. Das ist wunderbar, dann sagen Sie ihm doch bitte, eine Dame möchte ihn sprechen. Eine Dame. Oder na, sagen Sie ihm besser, die Rita ist da. Die Rita ist da. Ja, gut. Hurra, hurra, die Rita ist da. Ja, gut. Ja, bin schon unterwegs. Ja. Ja, ich glaube, ich gehe lieber auch mit. Jetzt kommt er. Bitte lassen Sie mich allein, ich möchte ihn doch überraschen. Ja gut, ich werde dabei draußen auf Sie warten. Ja, das ist nett von Erna. Und ich werde mich verstecken. Josef, Ja, hier bitte. du hast doch gesagt, die junge Dame ist da. Wo ist sie Ich war denn? doch gerade noch da, ist ja so. Wo denn? Jetzt wird's intim. Wer bin ich? Keine Ahnung. Jetzt komm, rat doch mal. Keine Ahnung. Was sagst du jetzt, Vati? Ja, also ich weiß nicht. Ich bin die Rita, deine Tochter. Meine Tochter. Gell, jetzt bist du böse auf mich. Aber ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hab so Sehnsucht gehabt nach dir. Ja. Und als dann dein Brief kam. Mein Brief. Ja, du hast mir doch geschrieben, dass du mich abholen kommst. Eine ganze Woche habe ich gewartet und dann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Bin auf und davon und hierher gefahren. Ich wollte dich überraschen und das ist mir doch hoffentlich gelungen. Vollkommen. Aber jetzt lass dir doch erstmal richtig anschauen. Ja, nett schaust du aus. Und noch so jung. Ja, ich bin viel älter, als ich ausschaue. Ich habe halt wirklich gedacht, dass du so ein älterer Herr bist mit wenig Haaren und Falten im Gesicht. Und jetzt sitzt da so ein junger, fescher Mann vor mir und das ist mein Vater. Ja, so kommt eben eines zum anderen. Aber du bist selber schuld, gell? Weil du mir nie ein Foto von dir geschickt hast. Aber das ist jetzt egal. Jetzt kriegst du erst einmal ein dickes Willkommensbussi von mir. Und? Wie gefall ich dir? Gut, reizend, entzückend. Schön, Vati. Du, Vati, ich würde mich gerne ein bisschen frisch machen. Weißt du, ich bin den ganzen Tag im Auto gesessen. Würdest du mir bitte mein Zimmer zeigen? Dein Zimmer? Ja. Ja, natürlich, dein Schön. Zimmer. Ja. Wenn ich dann gebadet habe und wieder angezogen bin, dann können wir zusammen essen. Aha. Das erste Mal zusammen. Freust du dich? Und wie? Ich auch. Die bleibt tatsächlich da. Dann ist das die Dame, die sich angemeldet hat, ne? Na, nette Situation. Ein Tag ist ein Brauereibesitzer und die Weiber fliegen beim Fenster rein.
Josef! Ja, bitte. Josef, stell dir vor, ich habe eine Tochter. Das hat ja auch eine Tochter. Wie der Herr, so Herr. Das ist doch kaum möglich, Herr Meisinger. Natürlich ist es nicht möglich, Josef, aber deswegen scheint es so zu sein. Aha, ja. Sag mal, Josef, Ja, wie alt schätzt du die Dame? ja, ich schätze so zwischen 20 und 25. Na eben, und ich bin 35, das geht doch gar nicht. Da hätten Sie etwas zu früh angefangen, ne? Aber Josef... Ja, und Sie behauptet, Ihre Tochter zu sein? Ja, Und Sie wissen nichts davon? absolut nichts. Dann ist es eine Betrügerin, hat sich ins Haus geschlichen als Tochter des Hauses, um hier abzukassieren. Nein, Josef, das glaube ich nicht. Eine Betrügerin benimmt sich anders, da bin ich mir sicher. Alles schon passiert, Herr Meisinger. Nein, das glaube ich nicht. Ja, bei Frauen ist alles möglich. Ja, aber was will sie denn bezwecken? Vielleicht sollten wir doch die Polizei verständigen. Nein, Josef, lass gut sein. Ja. Das Spiel reizt mich. So. Ich will selber draufkommen, was dahinter steckt. Ja, gut. Aha. Hoffentlich nicht schon wieder eine Tochter, gell? Ja, Sie waren aber fleißig. Ach, Josef. So, da. Eine verrückte Geschichte. Um Gottes Willen. Was ist denn? Herr Meisinger, Ihre Tante Adelgunde mit Nichte Else. Josef, die müssen wir gleich wieder weiterbringen, Ja, gell? wenn wir Möglichstes tun. Also ich verschwinde jetzt einmal. Danke, Josef. Ja, Rudi, grüß dich Gott. Also du wirst ja erstaunt sein, dass wir dich so überfallen, gell? Aber mein Bruder, dein Onkel, der hat mir eben gesagt, dass du endlich den Vertrag unterschrieben hast. Also ist ja wunderbar. Was Gescheiteres konntest du gar nicht tun. Ach, Tante, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie herrlich Ja, das dann ist es ja gut, gell? Komm, Else, sag halt auch grüß Gott. Grüß dich, Rudi. Nein, der Puzzle könnt's dir schon geben. Aber Tante... Aber Tante, hock dich hin. Ich mein, setz dich hin, ne? Na, und nun zu dir. Sag mal, du wirst doch jetzt auch bald ans Heiraten denken, ne? Du gehst ja auch schon an die 40 hin. Hier ans Heiraten, Tante. Ja, ich denke ja gar nicht dran. Ja, Gott sei Dank. Halt den Schnabel. Sag einmal, wieso sitzt du denn da? Geh in den Garten aus und schau, ob die Maiglöckchen blühen. Maiglöckchen. Maiglöckchen. Um die Jahreszeit. Ja? Wie du meinst, liebe Tante. Maiglöckchen. Also, Ja. und nun zu dir. Lieber Rudi, also deine Frauengeschichten, die müssen jetzt aufhören. Ein für alle Mal. Die einzige Frau, die in dieses Haus noch reinkommt, ist die Frau, der du dein Ja-Wort gibst vor Gott und der Welt. Ja, Tante. Du bist ein Meisinger und hast deine Pflichten, ne? Leider. Ich weiß gar nicht, was du gegen eine Heirat hast. Es gibt doch nichts Schöneres als die Ehe. Ja, aber Tante, soweit ich mich erinnere, warst du auch nur 4 Monate verheiratet. Und das geht dir ein Schmarrn, gell? Also, da reden wir ein anderes Mal drüber. Wir haben in den nächsten Tagen so viel zu reden. Ja, aber Tante, soll das heißen, dass du hier bleiben willst? Ja, selbstverständlich. Ja, also in meiner Fabrik, da ist momentan ein bisschen Flaute, ne? Die können mich entbehren, ja. Und darum bin ich jetzt hergekommen und will hier Ordnung bringen. Ach, das ist aber sehr nett von dir, Ja. Tante, aber weißt du, außer dem Josef und der Lisa ist niemand im Haus. Der Onkel Alois ist nicht da. Also außer dem Personal ist niemand für dich da. Personal. Jetzt haben wir's. Personal. Das ist das Wichtige. Du brauchst unbedingt ein neues Personal. Der Josef, gut, der geht ja. Der hat Niveau, ne? Aber die Lisa, das ist doch kein Vorzeigepersonal bei dem Vogel, die hat. Nein, ich werde dir eine neue einstellen. Was du? Ja. Aha. Ich weiß schon. Möchtest du dir eine einstellen? Na, ich kann mir schon vorstellen, was du nehmen wirst. Nein, kommt gar nicht in Frage. Das macht alles ich.
Also du bist mir nur nicht böse jetzt, weil ich muss mich nach der langen Reise jetzt ein bisschen autokolonisieren, ne? Ja, aber Tante, soll das heißen, dass du hier im Haus bleiben willst? Ja, selbstverständlich. Ich schlafe in meinem alten Zimmer. Ja, aber die Zimmer sind gar nicht hergerichtet, Tante. Das ist doch wurscht. Dann soll die Lisa, während wir Abendessen, soll die Lisa die Zimmer herrichten, ne? Abendessen? Ja. Ja, aber Tante, wir haben gar nichts im Haus. Das ist auch wurscht, dann gehen wir ins Hotel. Gut, gehen wir ins Hotel. Ich habe einen Mordshunger, aber bitte gleich. Halt. Bisschen wirst du dich noch gedulden. Ich muss mich ein wenig herrichten, ne? Aber Tante, das braucht's doch nicht. Zum Essen schaust du gut genug aus. Aha. Ja, das die Alte ist doch. Gnädige Frau. Ja, guten Tag, meine Frau. Josef, Ja. grüß Gott. Ja. Lisa, das Gepäck steht im Flur draußen. Kommt sofort auf mein Zimmer. Jawohl, gnädige Frau, wie lange wollen Sie denn diesmal da bleiben? Solange bis ich euch lästig werde. Ja. Die fährt bestimmt bald wieder ab. So. Josef, Was? jetzt haben wir die Scheibe. Sagen Sie mal, Herr Meisinger, ist das junge Fräulein auch noch da? Ja, die sitzt in der Badewanne. Um Gottes Willen, wenn die Alte erblickt. Um Gottes Willen, Josef, du hast recht, das muss ich verhindern, egal Die wie. ist in der Badewanne. Nette Situation, nett. Ah, Josef, Guten Tag, Frau Nelze. wo ist denn meine Tante? Die sitzt in der Badewanne. Was? Ich wollte sagen, die macht sich gerade frisch, soweit das noch möglich ist. Dann werde ich mal nachschauen, Ich will es lieber nicht tun, bleiben Sie lieber da. Ja, warum Ja, denn? das ist nicht ganz ungefährlich, die ganze Sache. Auwe. Was? Ist die Tante schon wieder recht schlecht aufgelegt? Das kommt auf die Badewanne an. Nein, Was haben Sie denn immer mit Ihrer Badewanne? meine Badewanne ist ja leer, ne? Aber die andere Badewanne, die ist voll, also halb voll oder ganz voll. Wenn sie dann überläuft, dann ist eine übergeläufte Badewanne und dann ist die ganze Badewanne. Na, der Josef, der wird auch immer komischer. Aber wenn die Tante badet, dann kommt sie sicher nicht gleich. Dann kann ich mich auch ein bisschen herrichten. Die Begrüßung dürfte jetzt vorüber sein. Oha, da ist ja noch eine Dame. Ob das auch noch eine Tochter ist? Naja, Ähnlichkeit ist keine vorhanden. Aber fest ist die. Verzeihung, wenn ich stören sollte. Ja, wer sind denn Sie? Grüß Gott, mein Name ist Peter Rühmann. Freut mich, ich heiße Else Neumann. Und Sie sind ganz bestimmt ein Freund vom Rudi, oder? Meinen Sie den Herrn Meisinger? Ja. Da muss ich Sie enttäuschen, ein Freund bin ich nicht. Ich habe dem Hausherrn seine Tochter gebracht. Seine Tochter? Ja, wir sind erst vor kurzem angekommen. Sie sagen das noch einmal, der Rudi hat eine Tochter. Ja, ich glaube schon. Na, da müssen Sie sich täuschen. Das kann ja gar nicht sein. Ja, warum kann das nicht sein? Ja, weil der Rudi noch nicht einmal verheiratet ist. Ja, sowas passiert auch, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, das stimmt. Ja, und die Mutter? Ich meine, das Kind muss ja eine Mutter haben. Das ist anzunehmen, ja. Und diese Frau mit dem Kind, die liebt der Rudi? Ich glaube schon, also die Umstände sprechen jedenfalls dafür. Das wäre ja prima. Und Sie wissen also ganz genau, dass er eine Tochter hat. Ganz bestimmt, sie saß eine ganze Zeit in meinem Wagen. Das ist ja wunderbar. Er liebt eine andere Frau, er hat eine Tochter. Dann brauche ich ihn nicht mehr heiraten. Wie bitte? Sie soll den Vater von dem Kind heiraten? Ja, meine Tante will das so haben. Na, das ist aber ein bisschen viel verlangt. Ja, okay, das sagen Sie auch. Aber jetzt ist ja alles ganz anders. Sagen Sie mal, wo ist denn das Baby? Was denn für ein Baby? Ja, Sie meinen die Tochter? Das weiß ich leider nicht. jetzt kann ich mir auf jeden Fall einiges erklären, warum der Rudi so aufgeregt war. Aber das Kind muss ich mir anschauen. Sagen Sie mal, ist das eigentlich ein nettes Kind? Nett? Das ist gar kein Ausdruck. Sehr nett ist sie. Ja? Ja, natürlich. Wissen Sie was, ich glaube, der kommt bei Tante. Seien Sie doch so nett und lassen Sie mich allein, ja? Ich muss erst noch mit dem Rudi sprechen. Also gut. Koffer rein, Koffer raus, wie am Bahnhof. Der nette Rudi. Also, du, ist das Gepäck schon versorgt? Ja, das macht die Lisa gerade. Das macht die Lisa? Ja. Mein Gott, einen Hunger habe ich kann den ganzen Ochsen fressen. Aber Tante! Ich meine, ich
Ich könnte ein ganzes Buffalo Mode verspeisen. Ja. Wo ist der Rudi? Der Rudi? Ja? Der Rudi, was Tante, der Rudi, der ist schon vorausgegangen. Der ist schon vorausgegangen. Ja gut, dann gangen wir auch, ne? Gut, dann geh ich heute los. Zweimal haben sie mich schon rausgeschoben. Jetzt will ich endlich wissen, wo ich hingehöre. Das sind Sie ja. Muss ich aufpassen. Wollen Sie bitte so freundlich sein, mir sagen, wo mein Zimmer ist? Was, Sie wollen hier bleiben? Ja, natürlich. Aha, das Zimmer, da muss ich erst einmal fragen. Nein, nicht notwendig. Die Dame hat es schon angeordnet. Angeordnet? So, und wo? Das weiß ich doch nicht. In der Garage wohl kaum. Garage? Ach, Sie sind der Chauffeur. Ja, von mir aus, ich war lang genug der Chauffeur. Ja, bitte, dann kommen Sie Aber gleich. erst sagen Sie doch bitte noch, wann speisen wir? Speisen? Sie essen in der Küche. Da ist mir auch recht. Und wo kann ich baden? Baden? Jetzt will die auch noch in die Wanne. Kommen Sie, aufgestanden. Lisa? Lisa? Ja, gnädiger Herr, Sie haben gerufen. Lisa, wo ist meine Tante? Ihre Tante, die ist mit Elsie zum Essen gegangen. Sehr gut, Lisa. Ja, das sag ich auch. Dann sag dem Josef, er soll bitte den Wein bringen und 2 Gläser. Jawohl, mach ich. Ich hoffe, es ist alles vorbereitet. Aber selbstverständlich, alles ist vorbereitet. Im Übrigen, der Wein schmeckt hervorragend. Ich habe schon einen ganzen Liter davon getrunken. Bin ich mal neugierig, was das Mädel mir zum Erzählen hat. Danke, Lisa. Ah, Josef. Ich sag, Sie brauchen einen Wein. Sehr Hier gut, ist der Josef. Wein und 2 Gläser, ja? Josef, unsere Tante darf uns auf gar keinen Fall überraschen. Sie müssen gut aufpassen. Nein, ich werde mein Möglichstes tun. Was tun wir denn aber, wenn sie plötzlich erscheint? Die kommt bestimmt nicht plötzlich. Nein, dann wäre es nicht gescheiter, Sie schicken das Mädel wieder weg. Hm? Nein, Josef, da wird niemand weggeschickt. Nein? Weißt du, Josef, bei einer Karaffe Wein Ja? habe ich schon manches rausgebracht. Josef, Ich habe nichts gehört. nicht anzüglich sein, Ach so, gell? ja, in Ordnung. Josef, Ja, bitte. raus. Raus. Komm, Josef, raus. Bin richtig aufgeregt, wie bei meinem ersten Stell dich ein. Das gibt's ja. Na, Vati, wie gefall ich dir? Komm, setz dich. Oh, du bist nicht zufrieden, gell? Dabei habe ich es doch extra für dich angezogen. Doch, doch, es gefällt mir und du auch. Du gefällst mir auch. So. Ja. Ich habe vorher noch nie mit einem Herrn alleine Wein getrunken. Du weißt ja gar nicht, wie stolz ich auf dich bin. Darf ich einschenken? Ja, gern. Oh, der ist gut. Nochmal bitte. Prost, Vati. Auf dein Wohl, Rita. Das ist also mein Vaterhaus. Und wir sind endlich zusammen. Prost, Papi. Ich konnte es noch gar nicht glauben. Auf diese Stunde habe ich mich so gefreut. Prost, Papi. Du, warum hast denn du mich eigentlich so lange warten lassen, Prost, Papi? Ich habe so Sehnsucht nach dir gehabt. Und jetzt bin ich so froh, dass wir endlich zusammen sind. Prost, Papi. Ja, ich bin auch froh, dass wir endlich zusammen sind. Prost, Papi. Prost, Rita, wollte ich sagen. Ui, der Wein ist aber ganz schön stark. Jetzt habe ich 2 Papis. Rita, ich glaube, es ist besser, wenn du ins Bett gehst, weil der Wein ist vielleicht etwas zu viel gewesen. Oh ja, Papi, ich glaube, ich werde jetzt schlafen gehen, gell? Ja, dann können wir morgen in aller Ruhe weiterreden. Ja, Papi, alles morgen. Gute Nacht, Papi. Schlaf schön. Prost, Papi. So, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.
Herr Meisinger, Ihre Tante. Um Gottes Willen, Josef, schnell abräumen. Ich bin nicht aufgelegt. Ja, was haltet die Kinder schon vor der Tür? Ich mach einfach das Licht aus. Herrschaft, hab ich einen Hunger und einen Durst. Und alle sind ausgeplumpt. Ah, wenigstens der Wein ist noch da, wenn ich schon nichts zu essen krieg. Haben sie eine Brauerei und saufen Wein, das wird ein Bier sein. Oh, der ist gut. Oh, der wird mir gleich warm. Fein schmeckt uns der Wein. Jetzt geht's mir gut. Ich krieg das Schlag ein nackter Mann. Josef? Josef! Ja, gnädiger Herr, Sie haben gerufen. Na, Josef? Ja, Wie schaue ich aus? wie das Rotkäppchen. Ich wollte sagen, vorzüglich. Ja. Sehr aufmerksam, Josef. Ja. Also, Herr Meisinger, ich muss... Josef, wenn du musst, du weißt, wo es hingeht. Nein, ich muss nicht so müssen, wie Sie glauben, dass ich müssen muss. Ich muss Ihnen was sagen. Ja, später, Josef, später. Ja? Ja. Gut, dann sage ich Ihnen später. Immer später muss ich das sagen, ne? Ja, guten Morgen, Josef. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, hallo. Ja. Ist das Ihr kürzester Mantel? Ja, das habe ich gehört. Schade. Also, Josef. Der Früchte. Na, wie die rumlaufen heutzutage, ist nicht zu glauben. Aha, kommt schon wieder jemand. So, bitte, was hier der Erik? So. Guten Morgen, Josef. Guten Morgen. Ist der Junior Brauereibesitzer Meisinger schon auf? Und ich werde Sie sofort anmelden. Du, Josef, fahrt einmal. Ja? Kannst du mir sagen, warum der Rudi gestern Abend nicht zu unserer Verabredung gekommen ist? Ja. Ist was passiert? Na, passiert ist eigentlich gar nichts, ne? Wir haben nur ganz plötzlich Besuch erhalten, ne? Die Tochter von Herrn Meisinger ist eingetroffen. Die Tochter? Die Tochter, ja, seine Tochter. Josef, Was denn? das ist aber ein schlechter Witz. So jetzt der Lacher. Das ist nicht zum Lachen, das ist ernst. Der Meisinger hat doch gar keine Tochter. Was? Das bringt doch der gar nicht zusammen. Das glauben Sie. Das glauben Sie. Ja, haben bis jetzt alle geglaubt, aber es scheint doch so zu sein. Ne? Und das Mädel, das ist da, sagst du? Ja, seit gestern Abend. Da bin ich sprachlos. Ja, und Ja. der Herr Meister. Erich, gut, dass du da bist. Ich wollte dich sowieso gerade anrufen. Stell dir mal vor, was mir passiert ist. Ja, ich hab schon gehört. Du bist über Nacht Vater geworden. Du hast eine Tochter, die du mir verschwiegen hast. Geht mit der Tochter ist doch gar nicht wahr. Ja, aber der Josef hat Der gesagt... Josef weiß doch genauso wenig. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Pass auf, Erich. Ich habe da meinen Onkel zum Bahnhof gebracht. Ja? Komme ich hier zurück, steht im Zimmer eine junge Dame, fällt mir um den Hals und sagt Vati zu mir. Ach so, deswegen bist du gestern gekommen. Muss ja recht nett gewesen sein. Mich hat bald der Schlag getroffen. Ja, und sie? Hat's das ernst gemeint? Vollkommen. Nur sie hat mich nicht überzeugen können. Aha, aber du hast das trotzdem da gehalten. Nur freilich, Erich, weil mich die Sache reizt. Ich möchte doch wissen, was dahinter steckt. Und? Was steckt dahinter? Naja, jedenfalls so viel, dass er mich auf jeden Fall wie ein Vater hält. Ach so, ja dann, und da leugnest du noch. Geht es ist doch gar nicht möglich. Wieso, wie alt ist denn? Naja, ich schätze so 20, 25. Nett. Nett ist gar kein Ausdruck. Es ist reizend, entzückend. Aha. Einem Schwärmer nach bist du also in sie verliebt. Es wäre kein Wunder nach so einem Abend. Erich, du hättest sie erleben sollen. Die war so richtig glücklich. Auf den Schwindel bist du reif. Okay, das war doch kein Schwindel. Ja, du warst ja schon immer so leichtgläubig. Aha, du glaubst mir also nicht. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Gut, dann kannst du mich auch gern haben. Guten Morgen, Vati. Oh, du hast Besuch, mal entschuldige bitte. Nein, Rita, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Komm nur. Ja? Darf ich vorstellen, das ist mein Freund Erich Mühlberger
Und das hier ist meine liebe Tochter Rita. Sie sind ein Freund von meinem Vati. Ja. Mei, wie nett. Ja. Du, Vati, eigentlich wollte ich dir nur einen guten Morgengruß geben. Na ja, her damit. Ja. Ja, dann kannst du mir eigentlich noch einen guten Morgenkuss geben, oder genierst du dich? Ja, warum soll sie mich denn genieren? Du bist doch mein lieber Vati. Ja, wenn ich dein lieber Vati bin, kannst du mir noch einen Kuss geben. So, jetzt ziehe ich mich an, dann können wir zusammen frühstücken. Sie bleiben doch da. Wie bitte? Was soll ich? Ja, da bleiben. Ich möchte Sie doch gern kennenlernen. Kennenlernen? Sie mich? So? Ich bin ja so froh, dass ich jetzt ganz bei meinem Vati bleiben kann. Und weil Sie sein Freund sind, werden Sie mich doch auch ein bisschen mögen. Mögen? Ich Sie? Ja, freilich. Selbstverständlich. Das ist aber nett von Ihnen. Also, bis nachher. Bis nachher? Und? Was sagst du jetzt? Ja, ein Wahnsinnshaus. Ist sie nicht nett? Wahnsinnig nett sogar. Ja, glaubst du immer noch, dass sie eine Schwindlerin ist? Nein, auf keinen Fall. Das war echt. Da darf ich drauf schwören. So ist es. Aber wie kommt denn das Mädel daher? Das bleibt mir ein Rätsel. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Aber ich komme noch dahinter, verlass dich drauf. Ich habe nämlich jetzt noch ganz andere Sorgen. Was denn? Mir ist was viel Schlimmeres passiert. Hä? Stell dir vor, meine Tante Adelgunde ist da. Au, wenn die Spitzenfabrikskönigin. Ja, gestern ist sie mit ihrer Nichte, der Else, eingetrudelt. Ja, schön. Ja. Die, wenn was von der Rita erfahrt, dann ist der Teufel los, das glaubst du aber. Eine saubere Situation. So Und ist jetzt? es. Ja, jetzt. Meine Tante. Ist es? Ja. Du, bin schon fort, gell? Servus. Aha. So sind's die Freunde. Guten Morgen, liebe Tante, liebe Else. Auweia. Aha. Ist aber schön, dass ihr da seid. Dann können wir noch miteinander frühstücken. Ich meine, euer Zug geht erst um 10, das schaffen wir gerade noch. Bemühe dich nicht. Wir frühstücken nicht. Bist du schlecht aufgelegt, Tante? Ja, Das ist aber unangenehm. Hast du schlecht geschlafen, Tante? überhaupt nicht. Das ist aber noch unangenehmer. Kein Wunder, wenn man solche Sachen erlebt. Wieso? Was ist denn passiert? Da brauchst du noch fragen, das weißt du ganz genau. Ich? Ich weiß überhaupt nichts. Was leugnen, willst du das auch noch? Ja, aber Tante, was habe ich denn schon wieder gemacht? Da fragst du noch, was du gemacht hast. Zu uns sagst du, du hast nichts im Haus. Schickst uns fort, lässt uns 2 Stunden warten. Und in der Zwischenzeit saufst du mit deinen Freunden einen Wein nach dem anderen. Dann kommen wir heim und dann steht dieser nackte Kerl im Zimmer. Ein nackter Kerl. Ja, von wegen nackter Kerl. Der hat doch noch Hosen angehabt. Ja, leider. Und du sagst ein nackter Kerl. Aha. Ja, ich bin ja froh, dass... ich das persönlich gesehen habe. Ich habe mich für meine Else geschäumt. Aber, Tante, das kann doch nicht stimmen. Selbstverständlich stimmt das. Frag doch einen Josef, der hat's doch selber gesehen. Der Josef hat's gesehen, Ja. da bin ich aber neugierig. Ja. Josef, Josef, komm mal raus. Nee, der Herr, Sie haben gerufen. Oh, Pass auf, Josef, liebe das Frau. geht doch. Ah, Ja, Die Tante? ja, Josef, ja, bitte. stand hier gestern ein nackter Kerl im Zimmer, ja oder nein? Naja, ein halbnackter Kerl stand im Zimmer. Was? Da herin im Zimmer? Da herin im Zimmer. Ja. Ich bin sprachlos. Ja, das war ich auch. Wer war's denn? Ja, das war doch der mit der... Herr Meisinger. Was? Ach, da kommt er ja. Und du weißt natürlich von nichts, hä? Na, das heißt... Wer ist denn das? Der Begleiter ihrer Tochter.
Kannst du mir jetzt endlich sagen, wer dieser Herr ist? Ja, natürlich, Tante. Ja, das ist doch mein alter Freund, der Erich Mühlberger. Darf ich vorstellen, mein Freund Erich Mühlberger. Ja, aber das ist doch der Herr Röhm. Au! Pippi! Erich, du hast dich aber sehr unbeliebt gemacht bei den Damen. Du wirst dich doch entschuldigen, nicht wahr, Erich? Verzeihen Sie, meine Damen, Sie sehen mich ganz zerknirscht. Ich konnte nicht wissen, dass Sie da sind. Sind Sie wirklich völlig überraschend gekommen? Ja, ich bin ganz überrascht. Ja, Tante, völlig überraschend. Rudi, dann haben wir ihm ja Unrecht getan. Na? Und wie lange sind Sie mit meinem Neffen schon befreundet? Ja, ganz lang, Tante, ja. Ja, sehr lang, Jahrzehnte praktisch. Sind Sie verheiratet? Na, warum schaue ich so aus? Ja. Also, Junggeselle. Ja, Tante, ein ganz junger Geselle. Na, aber wenn Sie auch so ehefeindlich sind wie mein Neffe, dann wird unsere Freundschaft nicht lange dauern. Aber nein, liebe Frau Tante, das bin ich nicht. Ich bin eher das Gegenteil. Ah, das Geigenteil, das Gegenteil. Na, endlich ein vernünftiger Mensch. Setzen Sie sich doch her. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Sind Sie geschäftlich hier, Herr Mühlacker? Tante, Berger, Mühlberger. Ja, geschäftlich. Ach, und in was für einer Branche? Spitzen. Und wie heißt Ihre Firma? Er hat noch keine eigene Firma, er ist noch sein eigener Angestellter. Ja, ich bin bloß Angestellter und ich soll hier einen Auftrag einholen. Ach, in München? Ja, aber das ist leider keine leichte Aufgabe. Es handelt sich nämlich um die bekannte Spitzenkönigin, Frau Adelgunde Neumann. Was? Ja, erzählen Sie weiter, Herr Mühlacker. Das interessiert mich. Tante, Berger. Ja. Mühlberger heißt er. Tante, es ist vernünftiger, wenn wir Holzmei! Ich meine, halt dein Mäulchen. Ja, jetzt erzählen Sie weiter. Ja, Sie kennen Frau Neumann. Ja, oberflächlich. Ganz oberflächlich, ja. Und Sie sind also hier, um einen Auftrag einzuholen? Ja, und es wird ein hartes Stück Arbeit. Mir graust jetzt schon vor der Begegnung. Ja, wieso denn? Die Frau muss ja furchtbar sein. Tante, was möchtest du nächste Woche essen? Was, jetzt hör doch auf mit deinem Essen. Bitte, erzählen Sie. Stellen Sie sich vor, die gibt sich selber den Namen Spitzenkönigin und hat von den Spitzen gar keine Ahnung. Was? Au! Also wie gesagt, sie hat keine Ahnung, nicht die geringste, aber das weiß auch die ganze Branche. Sie hat doch eine Fabrik. Ja, von ihrem verstorbenen Mann. Ein Glück hat er gehabt, wie alle Dummen. Tante, wie wär's denn mit einem Wurstsalat? Jetzt hör doch mit deinem Wurstsalat auf. Aber das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es nur nicht so eingebildet wäre. Was? Hochmütig soll es auch sein, von einer Herrschsucht nicht zum Sagen. Niemand lasst in ihm sich aufkommen, unterdrücken tut's alles und dann jeden, mit einem Wort, ein richtiger Reuter Satan. Oh, das hört sich aber alles auf. Tante, mit Käse oder ohne? Jetzt hör auf. Herrschaftszeitnommene und die Wagen sind mir das zu sagen, Warum? Herr Mühlhalter. Tante, Berger heißt er, Mühlberger. Ach, leck mich doch am Arsch. Sie wagen, das mir zu sagen? Ja, warum soll ich Ihnen das nicht sagen? Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Ich bin Adelgunde Neumann. Was Sie sind? Der alte Satan, jawohl. Und sowas muss ich mir in deinem Hause sagen lassen. Ja, wo denn sonst? Ach, komm, Else. Oh, liebe Tante.
Mei, oh mei, oh mei. Na bravo. Da haben Sie ja was Schönes angestellt. Sie Wahnsinniger! Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich hierher? Hä? Wie ich daherkomme, ja, das wissen Sie doch. Ich habe Ihnen Ihre Tochter hergebracht. Aha, jetzt wird doch manches klar. Sie sind also der Kerl, der den Mädel alles eingeredet hat. Bitte, was soll ich Sie machen? sagen mir jetzt auf der Stelle, wie Sie zu Rita gekommen sind. Ja, das ist nicht schwer. Auf der Straße habe ich es gefunden. Auf der Straße? Ja, auf der Straße. Ja, sie stand an der Kreuzung mit dem Koffer in der Hand und wollte zur fahren. So, und dann haben Sie sie einfach mitgenommen, was? Ja, natürlich. Ja, sie hat mich ja darum gebeten. Aha. Weiter. Ja, unterwegs hat sich herausgestellt, dass sie nach München wollte. Und weil ich den gleichen Weg gehabt habe, habe ich sie eingeladen, diese Fahrt in meinem Wagen zu machen. Ne? Und so sind Sie hierher gekommen. Ja? So wirklich sehr interessant. Und Sie haben die Rita vorher überhaupt nicht gekannt. Na? Sehr gut ausgeklügelt, junger Mann. Sehr gut ausgeklügelt. Und das soll ich Ihnen alles glauben? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein ganz gemeiner Schwindler, sind Sie. Jawohl. Sie haben das Mädel an sich gelockt, ihr Märchen erzählt. Aber glauben Sie ja nicht, damit ein gutes Geschäft machen zu können. Ich werde die Rita Ihren Clown entreißen, Sie. Schamloser Betrüger, Sie. So, jetzt reicht's mir aber. Das ist also der Lohn für alles, was ich für Sie getan habe. Ich finde Ihr Kind einsam auf der Landstraße, beschütze sie, bring sie ihnen hierher und zum Dank schiebt man mich wie eine Billardkugel hin und her, gibt mir nichts zum Fressen, sperrt mich in ein finsteres Loch. Aus Gefälligkeit spiele ich auch noch Ihren Freund Erich. Und für alles das werde ich auch noch beschimpft. Sie, das verbitte ich mir, verstanden? So. Frech werden auch noch, was? Wissen Sie was, Sie packen Ihre 7 Zwetschgen und verlassen das Haus. Schämen Sie sich. Pfui! Riesenpfui! Jetzt ist alles beim Teufel. Der Auftrag ist weg, das Madel ist weg, ich bin weg. Schämen soll ich mich auch noch. Das war jetzt meine Fahrt ins Glück. Das ist zum Verrücktwerden. Ah, da sind Sie ja. Ja, da bin ich. Wollen Sie mich auch rausschmeißen? Das können Sie sich sparen, das hat man bereits getan. Was? Man hat Sie rausgeworfen? Ja, wer denn? Ja, wer schon, der Herr Papa? Der Rudi. Aber was weiß denn ich, wie der heißt? Ich bin sprachlos. Da sind Sie jetzt nicht allein. Ja, aber warum hat er Sie denn rausgeworfen? Ich glaube, das weiß er selber nicht. Ich glaube, der ist nicht ganz normal. So, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann kenne ich mich bei Erna auch nicht mehr aus. Ja, wer sind Sie jetzt wirklich? Zuerst stellen Sie sich bei mir vor als Herr Rühmann und sagen mir, dass Sie ein Baby hergebracht haben. Dann heißen Sie auf einmal Mühlberger, dann sind Sie wiederum ein Spitzenverkäufer und jetzt sind Sie wieder der Erich, der Freund vom Rudi. So, und wer sind Sie jetzt wirklich? Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich heiße Peter Rühmann und bin von zu Hause abgehauen, weil mir mein Vater so unwürdig behandelt hat. Wir handeln zu Hause auch mit Spitzen. Und mein Vater glaubt halt immer noch, dass er so einen kleinen Buben vor sich hat. Um ihm nun zu beweisen, dass ich das nimmer bin, dass ich auf meine eigene First gehe und stehe kann, wollte ich hier einen größeren Auftrag einholen. Ja, jetzt kennen Sie meinen ganzen Steckbrief. Ach, dann stimmt es also doch, was Sie mir erzählt haben. Ja, natürlich. Ja, aber wie kommen Sie denn dann eigentlich zu dem Baby? Baby ist gut. Ja, das habe ich auf der Straße gefunden. Ach, das haben Sie gefunden. Und dann haben Sie es dahergebracht. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ja, und was ist mit diesem Freund Erich? Ja, den habe ich doch gezwungenermaßen gespielt. Aber das haben Sie doch gesehen. Oh. Naja, und zum Dank wirft man sie dann noch raus. Das finde ich ja gar nicht schön. Ja, ich auch nicht. Sie können mir richtig leid tun. Daran ist nur mein Vater schuld. Sagen Sie mal, ja, ist denn Ihr Vater wirklich so ein Tyrann? Und wie? Ja, und das tut natürlich weh. Das kann ich sehr gut verstehen. Mir geht's doch ganz genauso wie Erna. Sie kennen ja jetzt meine Tante. Ja, eigentlich können wir uns beide leid tun. Aber wir zwei setzen uns schon durch. Ja? Ganz bestimmt, Herr Rühmann. Ach, bitteschön, sagst doch Peter zu mir. Also gut. Aber nur, wenn Sie Else zu mir sagen. Abmacht. Abmacht. Else. Freut mich. Weißt du was? Und naja, bis alles geklärt ist, sage ich da jetzt einen Platz, wo du bleiben kannst. Komm mit. Gut. Also damit wird euch hinausfallen. Else, also ich habe mir die Geschichte überlegt. Ja. Wir bleiben da und stellen ein neues Personal ein. Fein, dann bleiben wir wirklich da, ja? Vorläufig. Aber zuerst muss ich diesen Müllradl da loskriegen. Berger. Und du musst mir helfen, ist doch wurscht, komm jetzt. Aber Tante, ja, wo
wohl, liebe Tante. Gott sei Dank, die Alte ist nicht mehr da. Na, ich werde jetzt der Rita sagen, dass sie verschwindet. Oh, der Herr Chauffeur, dem ist wohl nicht zu schwör. Naja, Sie sind auch nicht zum Beneiden, gell? Ich meine, das ist das Los von uns armen Angestellten. Was meinen Sie? Ja, weil Sie genauso rumgeschubst werden als wie ich. Und deshalb müssen wir doch zusammenhalten. Eigentlich sind Sie ein recht netter Chauffeur. Ja, ich meine, mich könnten Sie hinfahren, wo immer Sie wollen. Ja, ich will gar nicht. Mein Frühstücken würde ich gern noch. Frühstücken? Das ist doch schon lang fertig. Ja, und wo, wenn ich fragen darf? Ja, in der Küche. Bei mir. Ah, in der Küche, bei Ihnen? Ja. Nein, danke, da können Sie frühstücken. Ich bin was Besseres gewohnt. Was? Chago. Und sowas ist ein Chauffeur. Und dabei hätte er jetzt bei mir vollkommen freie Fahrt gehabt. Josef? Josef? Sie haben gerufen. Josef, wo ist meine Tante? Ihre Tante ist mit nicht in die Stadt. Sehr gut, Josef, dann kann ich ja nach unserer Tochter sehen. Das würde ich nicht tun, sie hat bereits Besuch. Wer ist denn da? Na, ihr Spießgeselle, ne? Was? Und den hast du zu ihr gelassen? Na, der hat mich gar nicht gefragt, der ist einfach zu ihr gegangen. Yes. Allmählich geht bei uns alles drunter und drüber. Sag mal, Vati, was ist denn passiert? Herr Rühmann sagt mir gerade, dass er abreisen muss. Ja, ist denn das wahr? Entschuldige, Rita, es war unbedingt notwendig, aber ich werde dir erklären, warum. Das brauchst du gar nicht, Vati. Ich kann mir schon denken. Du bist böse auf ihn, weil er meine Flucht begünstigt hat, gell? Aber daran ist er doch gänzlich unschuldig. Jetzt stell dir vor, ich stehe einsam auf der Straße, weiß nicht wohin. Da kommt der Herr Rühmann mit seinem Wagen vorbei und fragt mich ganz höflich, ob er mir helfen kann. Naja, Geld habe ich auch zu wenig dabei gehabt und so habe ich seine Hilfe angenommen. Er wusste doch nicht mal, wer ich war. Er kennt nur meinen Vornamen, sonst nichts. Du kanntest ihn nicht? Ja, woher denn? Und hast ihn vorher nie gesehen? Noch nie. Rita, du weißt, ich habe großes Vertrauen zu dir, also bitte sag mir die Wahrheit. Ja, aber Vati, ja, warum sollte ich die denn belügen? Ja, da müsste ich mir ja schämen. Tja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich denken soll, dann hätte ich ihm ja Unrecht getan. Ja, das hast du. Und das hat er wirklich nicht verdient. Ach, geh, Vati. Ach komm, lass ihn doch da. Schau, er ist ja so traurig, weil sein Vater gar nicht gut ist zu ihm. Also gut, meinetwegen. Wenn ich ihm schon Unrecht getan habe, dann soll er wieder da bleiben. Oh, fein, da wird er sich freuen. Du, Vati? Ja? Was machst denn du heute Vormittag? Naja, weißt du, ich habe mir gedacht... Gehst du reiten? Reiten? Ja, reitst du nimmer? Ich bin noch nie geritten. Okay, jetzt schwindelst du aber. Nein, wirklich, ich habe noch nie geritten. Ja, aber du hast mir doch geschrieben, dass du dir ein Pferd gekauft hast. Ich? Ja, weißt du es nimmer? Ja, ein neues Pferd, ja. Das habe ich dir geschrieben? Ja, und dass es Hektor heißt. Hektor heißt es, richtig, Hektor heißt es. Ah ja. Und was ist mit der Diana? Die Diana. Die hast nimmer, gell? Nein, die Diana, die ist tot. Tot? Ich denk, du hast es verkauft? Ja, aber weißt du, ich habe mir gedacht, bevor sie ganz tot ist, wird sie lieber verkauft. Ach so. Das habe ich ganz vergessen. So, ich nicht. Ja. Du siehst, ich weiß alles. Ja. Und die Bella, die hast du ja auch nicht mehr, gell? Die Bella, Marie, die Bella, nein, die habe ich auch nicht mehr. Sie ist auch tot. Sag einmal, Vati, von was redst denn du eigentlich? Ja, von der Bella, unserem Jagdhund. Ach so, der hieß auch Bella. Ja, der hat immer so viel gebellt und drum hieß er Bella. Oder meinst du was anderes? Ah ja, ich spreche doch von deiner Segeljacht. Von meiner Segeljacht, ja, die bellt nicht. Auf Matrosen, oh hey! Möchtest du mit mir vielleicht segeln oder jachten oder bellen, mein Liebling? Mei,
Jetzt hast du endlich das erste Kosewort zu mir gesagt. Mein Liebling. Ja, bin ich das wirklich? Ja, freilich. Wer sollten das sonst sein, mein Liebling? Ui, und so soll's bleiben. Ich bin dein Liebling und du bist mein einziger Fanti. Wenn ich jetzt nicht dein Vati wäre, was dann? Du bist es aber. Ich meine rein hypothetisch, wenn ich es nicht wäre, was wäre denn dann? Dann würde ich dich heiraten. Dann würde sie mich heiraten. Josef! Gnädiger Herr, Sie haben gerufen? Josef, du bist doch schon länger im Hause meines Onkels. Einige Jahre. Ja, hat mein Onkel Pferde? Ja. Ich habe gedacht, er hat das Reiten aufgegeben. Ja, das wollte er, wie er mit der Diana verunglückt ist, ne? Moment, wie hieß das Pferd? Diana. Und wie heißt das jetzige Pferd? Das heißt Hektor. Hektor, ja, Moment mal, da bin ich ja gar nicht der Vater, dann ist ja... Wie? Josef, ruf sofort meinen Onkel an und sag ihm, er soll auf der Stelle herkommen. Was soll ich ihm denn sagen? Mein Gott, Josef, dann sag ihm halt, hier im Haus geht alles drunter und drüber. Jawohl, geht drunter und drüber. So, dann hat er... Halt. Herr Rüber, bitte bleiben Sie. Ich muss Ihnen was sagen. So, ja, was Sie mir bis jetzt gesagt haben, das reicht mir vollkommen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, das war alles ein bedauernswerter Irrtum. Das habe ich gemerkt. Ja, und darum würde ich Sie bitten, dass Sie weiter im Haus bleiben, denn ich glaube, die Rita braucht Sie ganz bestimmt. Nicht? Ja, ist was passiert? Das kann ich ihr nicht genau sagen, das muss ich erst noch genau herausfinden. Aber auf gar keinen Fall darf meine Tante erfahren, dass die Rita meine Tochter ist. Darum habe ich eine große Bitte an Sie. Sagen Sie doch ganz einfach, dass die Rita Ihre Schwester ist. Wollen Sie uns den Gefallen erweisen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gern. Ja, aber wenn ich der Rita damit einen Gefallen erweise. Sie bleiben also. Also gut, aber ich hätte gerne ein anderes Zimmer. So, wo wohnen Sie denn? In der Garage. In der Garage? Das ist ja wirklich unerhört. Josef! Ja, gnädiger Herr. Josef, der Herr kriegt sofort ein anderes Zimmer. Anderes Zimmer. Ich hoffe, dass Sie sich dann wohler fühlen werden bei uns und entschuldigen Sie mich, ich habe noch einiges zu tun. Aha. Sie kriegen ein anderes Zimmer. Ja, ich bin froh, wenn ich aus dem Affenkäfig raus bin. So. Und dass es gleich ist. In Ja. der Küche esse ich auch nicht mehr. Na, ich habe gedacht, Sie sind der Chauffeur. Es hat sich auschauffiert. Ich bin nämlich jetzt Gast in dem Haus. Sie sind jetzt Gast. Dann folgen Sie mir, Herr Gast. Bitte schön. Else, Ja, liebe Tante. du bleibst jetzt auf deinem Zimmer, bis ich dich rufe, ja? Jawohl, liebe Tante. Halt, Ja, liebe Tante. nimm mein Getäsch mit. Jawohl, liebe Tante. Josef, ich muss schauen, dass ich den Josef als Butler krieg. Ich meine, mein Bruder, der braucht ihn ja nicht mehr. Und mir wäre er privat ja auch sehr sympathisch, ne? Könnte bei mir anfangen als Butler und so weiter. Ja, ich meine, in meinem Alter, da darf man auch nicht mehr so wählerisch sein, ne? Josef! Gnädige Frau, Sie haben gerufen. Ja. Josef, wo ist mein Neffe? Ihr Neffe ist auf seinem Zimmer. Das ist wunderbar. So, Es kommt Personal. Personal. Ja, Neues Personal. neues Personal. Und wenn die kommen, mir sofort persönlich melden. Persönlich melden wir die Frau. Jawohl. Natürlich, machen wir das. Josef, Ja, bitte, Frau. Josef, eine Frage. Ja. Wie lange sind Sie eigentlich schon bei meinem Bruder? So, einige Jahre bin ich schon da. Warum fragen Sie? Ja, möchten Sie sich nicht verändern? Verändern? Warum bin ich so greislich worden? Ne? Nein, ich bin heute wieder vor meinem Spiegel gestanden und habe gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste? Na, Sie wissen ja. Dann hat der Spiegel gesagt, frag nicht so dumm, du blöde Kuh, der schönste Mann im Raum bist du. Das muss ja ein netter Spiegel sein. Ja, soll ich Ihnen den Spiegel mal leihen? Nein, danke, ich weiß ganz genau, was dieser Spiegel sagen würde. So, was denn?
bis zur letzten Stunde bleibst du die schönste Adelgunde. Ja, dann kann ich Ihnen den Spiegel leider nicht leihen. Wieso nicht? Mein Spiegel lügt nicht. Josef, immer einen kleinen Scherz auf den Lippen. Das muss sein, gnädige Frau, ja. Nein, ich wollte ja damit sagen, ob Sie die Stellung nicht verändern möchten. Meine Stellung? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich war mit meiner Stellung immer sehr zufrieden. Und ich hoffe, die anderen auch. Ne? Josef, ich meine, ob Sie bei mir anfangen könnten. Bei Ihnen? Ja, also zuerst würden wir alles ganz langsam angehen lassen. Ja, und wenn Sie dann alles beherrschen, ja, dann können Sie alleine weitermachen. Dann kann ich alleine weitermachen. Sagen Sie mal, gnädige Frau, von was sprechen Sie eigentlich? Aber Josef, Was denn? jetzt sind Sie doch nicht so stutzig vom Begriff. Wieso? Ich meine doch, ob Sie nicht die Stellung als Butler bei meinem Bruder aufgeben möchten und bei mir als Diener anfangen. So, bei Ihnen als Diener anfangen. Unter denselben Bedingungen. Ja, na schön. Ich meine, Was? privat wären Sie mir ja auch nicht unsympathisch, ne? Es ist zu Ende. Ja. Ich meine, Sie sind ja ein Mann in den besten Jahren, ne? Sagen wir in den Jahren. Die Beste können wir weglassen, ja. Ja, ich bin ja auch Alte Schachtel. eine Frau in den besten Jahren. Ja. Und warum soll ich nicht den Frühling in mein Herz einkehren lassen? Na, und noch einmal eine Heirat riskieren, ne? Heiraten? Ja. Wir zwei? Ja. Mhm. Gut, ich bin einverstanden. Was? Aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Sie müssen mir versprechen, dass Sie keine Kinder mehr kriegen. Ach, wer singt denn da? Ja, wer spricht denn da? Ach, Sie sind das junge Fräulein, das ich erwarte, ne? Was für ein Fräulein bitte? Darf ich vielleicht erfahren, mit wem ich es zu tun habe? Ja, mein Name ist Adelgunde Neumann, ja. Ach so? Ja, Sie sind pünktlich. Sie sind sehr pünktlich. Das spricht für Sie. Die Zimmer haben Sie sich auch schon angeschaut. Es ist immer gut, wenn man seinen Wirkungskreis sich anschaut, ne? Bevor man eine Arbeitsstelle beginnt, ne? Verzeihen Sie, liebe Frau, aber ich glaube wirklich, dass... Na, also, einen Moment. Fragen stelle ich, ne? Wie heißen Sie? Ich heiße Rita. Rita? Also nach Ihrem Vornamen habe ich Sie gar nicht gefragt. Und wie alt sind Sie? 23, aber ich glaube... Ich bin noch nicht fertig. Ein bisschen vorlaut sind Sie. Ja, das müssen Sie sich abgewöhnen in diesem Haus. Die Frisur, ja, unten, da gefällt mir die Frisur, aber oben, ist alles so leichtsinnig. Nein, hier gibt's Mittelscheitel und ganz streng zurück, gell? Ja, das Kleid ist auch gut. Ja, ein bisschen jung sind Sie heute noch. Und hübsch. Ich war hübscher. Ja, also gut. Sie sind engagiert. Ja, was lachen Sie denn so? Ja, für wen halten Sie mich denn eigentlich? Also, jetzt, mein Fräulein, ich sage Ihnen, ich bin nicht zum Spaßen aufgeregt, dass Sie da Witze machen, wenn Sie hier als Zimmermädchen oder als Zimmerzofe anfangen wollen. Sie meinen als Kammerzofe? Nein, Kammern haben wir keine mehr, nur Zimmer. Verzeihen Sie, liebe Frau, aber ich glaube wirklich, dass Sie sich in einem Irrtum befinden. Ich Wieso? nehme an, Sie sind eine Verwandte des Hauses. Allerdings. Ja, dann freue ich mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich heiße Rita Meisinger und bin die Tochter des Hauses.
Wie heißen Sie? Rita Meisinger. Ja, hat ja mein Vater nichts von mir gesagt. Sie sind die Tochter? Ja, ich war bis jetzt in einem Internat und bin gestern früh hier angekommen. Um Gottes Willen, mich trifft der Schlag. Else, Hilfe! Ja, Tante, was ist denn passiert? Stell dir vor, der Rudi hat eine Tochter. Oh. Ja, da steht sie. Ach so. Moment einmal, das Fräulein da. Ja, ich hab gemeint, das ist so ein kleines Baby. Das war ja einmal. Ist aber schon lange her. Das hast du gewusst? Ja, aber wie gesagt, ich hab gemeint, das ist so ein kleines Baby. Ja, das ist ja sehr gut, dass du kommst. Sag einmal, magst du der Dame nicht sagen, wer ich bin, ha? Wieso hast denn du das verschwiegen? Das finde ich wirklich nicht nett von dir. Du sag mal, du hast eine Tochter und sagst mir nichts davon? Oh, diese Schande! Oh. Servus Rudi, wie geht's dir denn, hä? Ja. Achso, du hast Besuch. Magst du mir nicht vorstellen? Mach ich selber. Gestanden, mein Name ist Mühlberger. Sie sind der Mühlberger? Ja genau, Erich Mühlberger, der Freund vom Rudi. Ach, der Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, wer sind dann Sie? Ja, ich bin die Schwester. Das ist mein Bruder. Nein, das ist die Schwester vom Bruder und ich bin der Bruder von der Schwester. Was? Er hat auch noch einen Sohn! Zustände sind das wie in Sodan am Gramolala. Du hast einen Sohn und hast mir nichts gesagt. 2 Kinder hat er. Ja, aber Tante, lass sie doch... Ihr 2 beide steht unter meinem persönlichen Schutz. Jawohl, liebe Tante. Jawohl, liebe Tante. Gut, dann folget mir. Dann folgen wir. Folgen wir? Ciao, liebe Papi. Ciao, Papi. Ciao, Papi. Jetzt haben wir den ganzen Schlamassel. Und du musst auch noch daherkommen, Erich. Ich hab dir doch gesagt... Ich wasch meine Hände in Unschuld. Warum hast du deiner Tante nicht gesagt, dass du Vater geworden bist? Das mit dem Vater ist doch gar nicht wahr. Was, du bist nicht der Vater? Nein, ich war kein Vater, bin kein Vater, werde hoffentlich auch nie ein Vater sein. Ja, aber wo kommen da die Kinder her? Oh. Jetzt pass mal auf. Die Rita ist die Tochter meines Onkels, klar? Und wo ist jetzt der Onkel? Was weiß denn ich? Ich bin ja eh schon ganz fix und foxy. Josef! Josef! Sie haben gerufen. Josef, bring uns einen Cognac und 2 Gläser, aber bitte in den Garten. In den Garten? Ja. 2 Flaschen Cognac und ein Komm, Erich, geh mal in den Garten, auf geht's. Komm. Du weißt was? Was denn schon wieder? Geh schon mal voraus. Ich komm gleich nach. Ich möchte bloß der Lisa noch ein bisschen Grüß Gott sagen. Ah, deinen Geschmack möchte ich haben, das auch noch. Er ist also gar nicht mein Vater. Und ich hab ihn so narrisch gern. Josef, ich krieg die Zeitung. Lisa, du bist doch ein gescheites Madel, ne? Ja, da bist aber du jetzt der Erste, der das zu mir sagt. Aber das ist bestimmt ein Grund dazu. Ja, pass auf. Du weißt doch, dass wir Besuch haben, ne? Ja, natürlich. Und da kommt noch etlicher Besuch dazu. Was noch mehr? Ja, und dann kann es sein, dass ich ein bisschen ins Schwimmen komme. Dann hätte ich dich gebeten, ob du mir beim Bedienen ein bisschen helfen kannst. Ich? Ne?
Na ja, natürlich, das ist nicht schwer. Und eines ist nur, du müsstest, wenn jemand etwas verlangt, was wir nicht im Hause haben, dann müsstest du dafür eine Ausrede erfinden. Eine Ausrede? Kannst du das? Natürlich. Also in Ausreden war ich immer schon gut. Also pass auf, dann versuchen wir das mal. Ja. Ich bin jetzt Gast und ich verlange von dir etwas und dann suchst du dafür eine Ausrede, ja? Das mach ich. Also das probieren wir. Gut, Lisa, ja? ich bin jetzt der Gast, ne? Lisa, bitte bring mir doch... Grüß Gott. Also, Lisa, bring mir doch bitte eine Serviette. Serviette? Eine Serviette, ja? Das ist jetzt blöd. Was ist blöd? Du weißt doch ganz genau, dass wir keine Serviette da haben. Lisa, du bist noch blöder. Du sollst dafür eine Ausrede erfunden. Ach so, die Ausrede. Ja, natürlich. Jetzt pass auf, das sag ich ganz einfach. Ja. Die Servietten sind alle schmutzig und sind in der dreckigen Waschmaschine. Das ist doch keine Ausrede. Zum Gast kannst du das nicht sagen. Du sagst einfach, die Servietten sind bei der Näherin, da werden die Namen hineingestickt. Ne? Du schau her, Ja? das ist gut. Also gut, versuchen wir es nochmal. Das mach ich. Also, Fein Lisa. Grüß Gott. Ja, guten Tag. Fein Lisa, bring mir doch bitte ein Stück Käse. Ne? Ein Stück Käse Ja. kann ich nicht bringen, denn der ist bei der Näherin, da werden die Namen hinein. Lisa, du bist ja noch dümmer, wie die Polizei erlaubt. Beim Käse kannst du höchstens sagen, in den Käse sind die Würmer hineingekommen und jetzt riecht er. Das ist gut. Ja, also. Das merken wir. Versuchen wir es nochmal. Also, Freundin Lisa. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Freundin Lisa, bitte bring mir doch eine gute Flasche Wein. Eine gute Flasche Wein kann ich leider nicht bringen, denn da sind die Würmer hineingekommen. Lisa, auf einer Flasche Wein kannst du höchstens sagen, die hat der Kellermeister zu stark gepfropft, jetzt ist die geplatzt. Ja? Das ist gut. Gut, Also das merke ich mir jetzt. Gut, dann Lisa. Grüß Gott. Ja, ich lass dich weg. Dann Lisa, bitte schick mir doch die Gouvernante. Gouvernante kann ich nicht schicken, denn die hat der Kellermeister. Bist du wahnsinnig geworden? Weißt du, was du bist? Sag's ja nicht aus. Such dir selber raus. Dem Josef kann man sowieso nichts recht machen. Ich widme mich lieber wieder der Liebe. Die Liebe, die Liebe. Lisa! Ja, So gut aufgelegt? Ja, gnädiger Herr, Ihre Zeitung. Danke. Wissen Sie, heute kommt nämlich meine stille, große Liebe. Deine stille, große Liebe? Ja. Wer ist es denn? Wenn Sie mir nicht verraten, Ihr Freund, der Erich. Der Erich? Ja, der alte Bazi. Und warum ist er deine stille Liebe? Ganz einfach. Immer wenn ich was sagen will, sagt er, sei still. Typisch mein Freund Erich. Lisa, wer mich versucht, ich bin auf meinem Zimmer. Ist schon recht, gnädiger Herr. Zimmer? Das ist gut. Da gehe ich jetzt auch hin. Auf mein Zimmer, denn bereit sein ist alles. Na, ich konnte einfach nicht glauben, dass er mich so zum Narren gehalten hat. Ja, das hätte er sich doch denken können, dass dieser Schwindler mal aufkommt. Da sind Sie ja ganz allein und so verträumt. Verträumt? Ich glaube eher verwundert. Warum verwundert? Wissen Sie was? Alles ist gemeiner Schwindel. Dürfte ich vielleicht erfahren, um was für einen gemeinen Schwindel sich das handelt? Ja, von meinem Vater, der gar nicht mein Vater ist. Er hat nur mein Vater gespielt, damit er sich an mich ranmachen kann. Jetzt Moment einmal, Sie sprechen von Ihrem Vater. Ja, von dem Vater, der gar nicht mein Vater ist. Da kommen jetzt nicht mit. Ja, wer ist dann Ihr Vater? Na, das möchte ich auch gern wissen. Es muss einer aus diesem Hause sein, und zwar ein Meisinger. Ach, dann kann es ja nur der Onkel vom Rudi sein. Mal bitte, beschützen Sie mich vor ihm. Vom Onkel? Na, vom Rudi. Ja, beschützen ist gar kein Ausdruck. Wie ein Löwe werde ich ihm entgegenspringen. Ja, das ist gut. Dann warten wir jetzt hier auf ihn. Ja. Das heißt, ich gehe auf mein Zimmer und Sie werden warten. Aha. Ich warte. Auch gut. Wie ein Löwe, der im Zimmer hin und her saust. Ah, junger Mann. Ja. Das ist
Sie, eine Frage, ist Ja. der Herr Meisinger Senior schon da? Der ist verständig, wird bald eintreffen und ist vielleicht schon da. Ja, hoffentlich, weil da geht's ja drunter und drüber. Ja, das stimmt. Bei uns geht's drunter und drüber. Herr Röhmann, gut, dass Sie da sind. Gut. Ich habe was Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Ja, bitte. und ich habe was Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Also, was haben Sie mir Wichtiges zu sagen? Nein, zuerst sind Sie dran. Gut, von mir aus. Wissen Sie, was Sie sind? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Genau. Sie sind ein Schwindler, ein Betrüger, ein Stopp! Keine Beleidigungen. Das sind keine Beleidigungen, das sind Tatsachen. Oder haben Sie bei dem armen Madel nicht einen Vater gespult? Haben sich nicht von ihr umarmen lassen? Haben Sie nicht von ihr küssen lassen? So, das ist meine Privatangelegenheit. Ich kann den Vater spielen, wann ich will, wo ich will und wie oft ich will. Da haben Sie überhaupt nicht einzumischen. Sie haben überhaupt schon genug gemischt. Aber ich kenne Ihre Pläne, ich kenne Ihre Gründe. Was, meine Gründe? Jawohl, Sie haben es nämlich auf die Rita abgesehen. Sie sind eifersüchtig, darum haben Sie gegen mich aufgehetzt. Und deshalb werde ich mich mit Ihnen nicht mehr unterhalten, sondern ich werde es der Rita selber sagen. So, halt, über meine Leiche. Über Ihre Leiche. In Ordnung. Ah, gewonnen. Na also. Oh Gott, meine Tante. Hat er sie? Die Tante, die kann ich nicht brauchen. Ah, ist junger Mann da geblieben. Bitte, Frau Tante, ich muss da hinein. Die Rita ist in Gefahr, der Herr Meisinger ist schon drin. Was, der ist schon... Ja. Der kann von mir was hören. Das kann ich nicht. Er will dabei sein. Na, halt selbst da. Ich muss mit Ihnen was reden. Wissen Sie, ich habe nämlich was für Sie. Für mich? Da, für Sie. Danke. Bitte. Das ist ja gar nicht möglich. Firma Adelgunde Neumann, ein Auftrag für Peter Rühmann, 100.000 Mark! Ja, gewonnen! Ja, aber wer macht denn sowas? Ist es so schwer zu erraten? Sie? Sie haben mir so leid getan. Außerdem waren wir zwei doch schon beim Du, oder? Jetzt ist das freilich vor lauter Aufregung. Also das hast du alles für mich gemacht. Das ist weil furchtbar lieb von dir. Ja, ich hab das ja auch nur gemacht, weil wir uns jetzt schon so nahe stehen. Viel zu wenig nach. Ja, viel zu wenig, na. Und wenn wir später was zum Trinken haben, müssen wir gleich auf das Du und Du anstoßen. Ja, das müssen wir. Aber das Busserl kannst du mir eigentlich jetzt schon geben. Meinst? Ja, freilich, das probieren wir jetzt. Also ich heiße Peter. Und jetzt kommst du. Ich heiße Else. Na also, das geht doch schon ganz gut. Komm, mach weiter. Na, lieber später. Peter. Weil du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin und was du für mich getan hast. Jetzt kann ich endlich meinem Vater gegenübertreten und beweisen, dass ich doch was kann. Na also. Du, am liebsten würde ich da gleich noch ein Bussi Halt. geben. Na, nicht da herin. Weißt du was? Ich weiß einen Platz, wo wir ungestört sind. Komm mit. Gut. Und von dem Schwindel habe ich auch die Nase voll. Und das eine sage ich dir noch. Schuld bist nur du. Was, ich? Selbstverständlich. Wenn du nicht dazwischen geplatzt wärst, dann hätte sich alles in Ruhe und Frieden geklärt. Also da hört sich ja alles ab. Ich wäre an allem schuld. Wer hat mir denn die Kinder eingeredet? Du. Der Herr Rühmann ist nicht mein Sohn und die Rita ist nicht meine Tochter. Wer ist sie dann? Ich habe kein Recht, es dir zu sagen, was wird sich schon jemand finden, der dich aufklären wird. Ich habe die Nase voll. Also in dem Haus geht alles drunter und drüber. Jesus, du bist auch noch da. Ah, da sind Sie ja. Mein lieber Herr, Sie Betrüger, Sie Schwindler, Sie Halunke. Erlauben Sie mal. Sie wagen es, in unser stilles, friedliches Haus einzudringen. Still und friedlich. Jawohl, still und friedlich. Sie wagen es, meinen Neffen zu beleidigen und zu beschimpfen, sich als seinen Sohn auszugeben und dann uns diese Komödie Moment vorspielen. einmal, das ist doch alles gar nicht wahr. Was? Abstreiten wollen Sie es auch noch? Also, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich genug. Ich rufe die Polizei. Nein, das FBI. Herrlich, was wir da alles erlebt. So ist recht. Hoffentlich kann ich die Rita noch warnen. Das sei mir nicht böse, das sind ja tolle Geschichten, die du da erzählst. Also, meine Tochter ist hier im Haus. Ja, Onkel, die ganze Familie. Was die gar...
Meine Schwester auch? Deine Schwester auch. Ein schöner Gruß. Sie hat natürlich keine Ahnung, dass du der Vater von der Rita bist. Ja. Weil die wird Augen machen, wenn du das sagst. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, aber ich freue mich nicht drauf. Da muss ich vorher mit der Rita reden. Ist ja auf ihrem Zimmer oben. Ja, Onkel, sei so gut, red mit ihr. Sie ist nämlich ganz schön sauer auf mich. So. Sie hält das Ganze für ein frivoles Spiel. Dabei kann ich überhaupt nichts dafür. Onkel, du musst es unbedingt wieder einrenken. Aha, liegt dir so viel daran? Hm? Sogar sehr viel. Aha. Ehrlich gesagt, so eine Tochter hätte ich dir gar nicht zutraut. Ein bisschen vorsichtig, gell? Und fangen wir nicht gleich Feuer. Hab ich schon. Ach, hat er schon? Soll ich ihr das auch gleich sagen? Um Gottes Willen, Onkel, dann ist wieder alles aus. Ich will nur haben, dass sie wieder gut ist mit mir. Ja, lüg ruhig weiter. Ich schau, was ich für dich machen kann. Danke, Onkel, ich warte im Garten. Ja, was ist denn der Katz passiert? Da ist gar kein Schwein da, ist da kein Mensch da. Das ist ja schon lange nicht mehr passiert. Aha, geht schon wieder weiter. Rührt sich schon wieder was. So, bitte schön, kommen Sie rein, Herr Erich. Grüß Gott. Ja, so. Ist der Meisinger da? Ja, der Junge oder der Alte? Ich meine, der Junge oder der Senior? Ach so, ist der stammerhaltende Onkel auch wieder da? Der ist da, ja, seit gestern Abend. Sei so nett, meld mich an. Ja, gut, mit dem größten Vergnügen, ja. Da ist er her. Auch wieder im Land. Der Freile, auch wieder da. Servus. Servus, warum? Wer ist denn noch alles da? Wir sind jetzt eigentlich alle da. Der Meisinger Senior, Meisinger Junior, die Rita, die Tante, Else, ich bin da, Sie sind auch da. Jetzt sind wir komplett. Und? Gibt's was Neues, solange ich nicht da war? Nicht viel. Der junge Meisinger tobt, die Rita weint, Else lacht. Ich amüsiere mich. Die Tante telefoniert mit der Polizei, mit dem FBI. Mit was? Und sonst gibt's nichts Neues. Gottes Willen, da ist die schon wieder. Die brauche ich jetzt nicht. Muss ich auch nicht haben, bin schon fort. Also, Rita, ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen wohl bei uns, trotz dem kleinen Irrtum. Ja, Vati, es gefällt mir sehr gut hier. Ja? Hast du dich schon ein bisschen umgeschaut? Na, vor lauter Freude, dass ich endlich da sein kann, bin ich noch gar nirgends hinkommen. Komm mit, ich zeig dir was. Aha. Da schau doch mal zum Fenster runter. Da unten, der kleine See da, zwischen den Tannen. Das ist mein Lieblingsplatz, da bin ich immer für mich alleine. Ui, schön. Ja? Aber ich darf schon zu dem See mitkommen. Gern, wenn du willst. Ja, gern, Anno. Aber eine Bitte hätte ich. Ja? An dem See, da möchte ich mit dir nur ganz alleine sein. Da darf niemand zu uns kommen. Vor allen Dingen nicht der Rudi. Oh, willst du also wirklich nicht mehr sehen? Hm? Niemals mehr. Bist so böse auf ihn? Und wir. Außerdem hat er eine Geliebte. Und mich busselt er ab. Na, das verzeih ich ihm nie. So, eine Geliebte habe ich. Ja, wenn das gar nicht wahr ist. Ja, du, Rudi. Wirklich, ich habe keine Geliebte. Die einzige Frau, die ich lieb habe, das bist du. Ist es wirklich wahr? Ja, hast es nicht gespürt. Mein Rudi, ich hab's schon gar nicht mehr glauben wollen. Und was ist? Kriege ich jetzt den ersten Kuss ohne Vatergefühle? Ja, Rudi. Darf ich mit an See? Ja, so oft du magst. Aber was macht man dann mit dem Papi? Mit dem Papi. Den lassen wir da. Den lassen wir da, genau. Und du, Else, kommst gleich mit mir heim. Ich möchte dich sofort meinem Vater vorstellen. Ja, aber du, ich muss erst noch mit der Tante reden. Okay, die ist bestimmt einverstanden. Du heiratest doch in dieselbe Branche. Da kannst du recht haben. Das wird der einzige Grund sein, warum sie ja sagt. Mahlzeit! Hey. Ach, Erich. Ach, ein Liebespaar, das stört man doch nicht. So, was dann? Ganz einfach. Man macht dasselbe. Ach so, ja, wenn's meinst. Ja. Darf man da mitmachen, ha? Also, Herr Papaienspiel. Ach, Erich, du bist wirklich ein Elefant im Porzellanladen. Also, von wegen ich bin deine stille Liebe, gell? Ab sofort bist du nur noch still. Wieso habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht? Außer einem hast du eigentlich alles falsch gemacht. So, und was wäre das eine? Dass du mich genommen hast. Was die können, können wir schon sagen. Ja. Mich trifft der Schlag. Oh Gott. Ich falle in Ohnmacht. Ja, könnt ihr mir sagen, was das alles zu bedeuten hat? Ja, ich glaube, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir uns alle miteinander bekannt machen. Gestatten, mein Name ist Peter Rühmann und das ist meine Braut, Frau Else Neumann. Grüezi, liebe Tante!
Mich trifft der Schlag. Moment. Also zuerst möchten wir beide uns auch noch vorstellen. Ja, genau. Ich bin nämlich der Erich Mühlberger. Und das ist meine Braut, das Fräulein Lisa. Ja, also für Gott, gnädige Frau, Für kommt Gott. hier rein. Gestatten, liebe Tante, dein Neffe Rudi Meisinger, meine zukünftige Braut Rita Meisinger. Was? Die heißt wirklich Meisinger? Rita. Dann will ich sofort wissen, wer der Vater ist. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist mein Vater. Was, du bist der Vater? Jawohl, liebe Schwester. Mich trifft der Schlag. Ich muss mich setzen. Du hast eine Tochter? Das gibt einen Skandal. Aber dafür kriege ich eine sehr interessante Frau. Na, da gebe ich nie meine Einwilligung. Gut, dann heirate ich eben ohne deine Einwilligung. Na, Rudi, das machen wir nicht. Verzeihen Sie, Frau Neumann, wenn ich den Frieden Ihres Hauses gestört haben sollte, aber mich gibt's nun mal und dafür kann ich nichts. Wenn Sie das aber mit der Ehre Ihrer Familie nicht vereinbaren können, ja, dann gehe ich wieder. Und ich verspreche Ihnen, dass nie jemand etwas von mir erfahren wird. Ist das Ihr Ernst? Ja. Du darfst ab sofort Tante zu mir sagen. Wegen ihr verzeih ich dir. Ich danke dir, liebe Schwester, darfst Bruder zu mir sagen. Darfst Neffe zu mir sagen. Herr Meisinger, Ja, bitte? für Sie ist Besuch eingetroffen. Ich will niemanden sehen heute. Wir feiern jetzt am Verlobung, lass dir irgendeine Ausrede einfallen. Ausrede, die habe ich schon. Und? Ich sag einfach, bei uns geht's drunter und drüber. Mich trifft der Schlag. Jetzt hat niemand mehr was dagegen.